Grüß euch miteinander und herzlich willkommen beim Jungfrau-Zeitung Panorama aus Rinkenberg. Wir haben für euch Surf-Feeling ohne Wasser. Das erlebt man dank der speziellen Skateboards von einem Steffisburger. Und wir schauen im Schülerrat Mathe vorbei. Dort feiert man dieses Jahr das 10-jährige Jubiläum. Jetzt haben wir für euch aber zuerst mal noch aktuelle Kurzmeldungen aus der Region. Das Permis soll 25% billiger werden. Der erstmalige Erwerb eines Führerausweises wird im Kanton Bern eventuell billiger. Der Grosse Rat hat sich heute dafür ausgesprochen, dass der Kanton künftig mindestens ein Viertel weniger Geld dafür verlangt. Das Schweizer Team mit 3 Podestplätzen. Nach der letzten Weltcup Super-Gs vom Winter stehen 2 Schweizer und 1 Schweizerin auf dem Podest. Bei den Männern werden der Marco Odermatt und der Gino Gavietzel beim Finale hinter dem Vincent Kriechmeier 2. und 3. Bei den Frauen steht Michelle Gysin als 3. auf dem Podest. Die Flüchtlinge von der Ukraine kommen teils im Kanton Bern unter. Angesichts der hohen Flüchtlingszahlen aus der Ukraine will der Kanton in einem ersten Schritt möglichst viele Menschen in kollektiven Unterkünften unterbringen. Die Behörden rechnen bis Ende Jahr mit bis zu 30'000 Personen, die einen Platz brauchen. Unter anderem werden 160 Waisenkinder in Kandersteg, 150 Personen im Rekadorf für Lenk und 100 Personen in der Gemeinde Rinkenberg Unterschlupf finden. Was braucht man zum Surfen? Normalerweise ein Brett und natürlich der Ozean. Oder auf jeden Fall Wasser. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, wie man das Surf-Feeling an Land erleben kann. Der Steffisburger Pascal de Roche baut in seiner Zimmerei spezielle Skateboards. Mit denen fühlt man sich fast ein bisschen, wie man auf einer Welle reiten würde. Mein Name ist Pascal de Roche und habe Freude daran, wenn ich diese Surf-Skateboards machen kann und allgemein mit Holz arbeiten. Darauf gekommen bin ich eigentlich durch einen Kollegen, der das durch eine Projektarbeit in der Schule machen musste. Und dann habe ich das eine super Idee gefunden und habe auch angefangen, also einmal für mich gemacht und dann waren ein paar Kollegen auch noch, die auch eins wollten. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt starte ich da mal eine grössere Serie und ja, mache es immer noch. Ja, drin gestolpert und mir hat halt auch gepasst, dass es etwas mit Surfen zu tun hat. Es wäre übertrieben, wenn man es mit Surfen vergleichen, aber es kommen gewisse Gefühle kommen auf. Ja. Die Leute kommen und ihr Brett abholen, das sie bestellt haben. Manchmal ist es noch etwas Spezialanfertigung oder dann können sie hier in die Bude auslesen. Das ist schon der schönste Part eigentlich, ja. Wenn man das Stück dann übergeben kann. Und dann weiss man auch die Gefühle, die man vorher hatte. Jetzt bin ich da am Schleifen, ich mag nicht mehr oder scheisst mich an. Das gibt es manchmal. Aber dann ist dann eigentlich alles aufgehoben und ja, das ist das schönste Gefühl. Die Surfskate-Bretter von Pascal de Roche die findet man sicher auch auf dem einen oder anderen Pausenplatz, wie zum Beispiel das Mathe. Und dort feiert man dieses Jahr ein rundes Jubiläum. Der Schülerrat Mathe, der wird 10. Meine Kollegin Gina Krückel hat darum bei diesen jungen, aufgeweckten Köpfen mal vorbeigeschaut. Letztes Mal so viel wie ich weiss, mit der 8. Klasse. Wie gefällt es euch im Schülerrat? Sehr gut eigentlich, dass man abstimmen kann, wählen. Da kann man sich manchmal wichtig fühlen, dass man sozusagen seine Klasse vertritt. Also ich finde es natürlich spannend. Man weiss, wenn man in den Schülerrat geht, was besprochen ist. Hingegen die jetzt einfach in der Klasse sind, die haben es live mitbekommen, die haben vielleicht nicht alles mitbekommen, aber mir gefällt es eigentlich gut. Also mir gefällt es eigentlich auch gut. Es ist einfach manchmal, wenn man nicht ganz zulässt oder nicht ganz alles richtig aufschreibt, dann weiss nachher eigentlich die Klasse nicht alles.
Also mir gefällt es sehr gut, vor allem gefällt es mir auch, dass die Kleineren in den Schülerrat kommen. Damit können sie sozusagen die Demokratie kennenlernen, also kann man schon mal ein bisschen so Politiker spielen. Das gefällt mir halt einfach, dass die Schulematten sich für sowas bereitstellen, sowas macht. Wir hatten eben auch zum Beispiel vorher einen Rugenlauf und dann haben wir auch mal abstimmen, weil eben ein paar waren nicht zufrieden mit dem und dann haben wir dann auch angeschaut, dass wir jetzt einen OL statt einen Rugenlauf haben. Das haben wir dann eben auch dann diskutieren. Der Blick in den Schülerrat Mathe, der dieses Jahr sein 10-jähriges Jubiläum feiert. Und unser Blick der geht jetzt an den Himmel. Wie es da genau aussieht die nächsten Tage, das erfahren ihr in ein paar Sekunden von unseren Kollegen von Media News. So viel für heute. Mehr spannende Artikel findet ihr auf unserer Webseite jungfrauzeitung.ch. Ich wünsche euch einen schönen Hinweis. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Meine Damen und Herren, grüß euch miteinander und ganz herzlich willkommen zum Jungfrau Zeitung Wetter für den Kanton Bern. Und heute haben wir weiterhin Sahara-Staub in der Luft. Entsprechend war es diesig und im Schnee hat es natürlich schon speziell ausgesehen, wenn wir uns hier die Webcam Meiringen-Hasliberg anschauen, die Ablagerungen, was im Moment doch ziemlich eine spezielle Angelegenheit. Ja, und der Sahara-Staub wird uns auch morgen noch beschäftigen. Erst am Samstag wird er nachhaltig verblasen. Wenn wir uns die Strömungsanimation anschauen, sehen wir, es ist im Moment ziemlich ruhig über Mitteleuropa. Es baut sich auch das nächste Hochdruckgebiet auf. Das zieht da Richtung Nordeuropa. Das ist ja doch ziemlich kräftig. Entsprechend gibt es bis auf weiteres keine nennenswerten Niederschläge. Nur jetzt heute Nacht und morgen Vormittag haben wir noch ein bisschen mehr Feuchtigkeit. Wenig Regen ist lokal möglich, aber die Mengen halten sich wirklich in sehr engen Grenzen. Also morgen Vormittag Wolkenverhangen, auf Lockerungen gibt es kaum. Temperaturen morgen früh, zum Beispiel in Bern oder in Burgdorf und in Thun bei etwa 5 bis 6 Grad. Im Oberland, zum Beispiel in Zahnen, da starten wir mit etwa 3 Grad in den Freitag. Am Nachmittag gibt es vom Jura her zunehmend ein paar Auflockerungen. Gerade im Oberland haben wir weiterhin viel Gewölk, gibt also höchstens wenig Sonne und Temperaturen. Die reichen zum Beispiel zu Brienz Höchstwert um die 11 Grad. In der Stadt Bern haben wir 12 Grad, Biel bis gegen 13 Grad. Dazu haben wir speziell im Seeland oder auch in der Stadt zunehmend kräftige Beisen. Am Samstag geht es recht sonnig weiter. Es gibt aber bis am Abend doch grössere Quellwolkengebiete. Kann es gut Regen geben. Temperaturen bei maximal 11 Grad und im Flachland da haben wir weiterhin kräftige Beisen. Am Sonntag haben wir zuerst noch viele Wolken. Tagsüber gibt es mehr Sonne. Und dann sind wir definitiv im Einflussbereich von dem Hochdruckgebiet vom Montag bis mit dem Mittwoch. Da ist es dann sonnig, vielfach sogar wolkenlos. Und die Temperaturen die schmecken richtig nach Frühling. Nach der Woche mit dem wir wahrscheinlich über 15 Grad gut. Das war es vom Wetter. Ich wünsche weiterhin einen ganz schönen Feierabend und auf Wiedersehen miteinander.